Mehrzahl der Dersimer stellt eine ethnische Gruppe, die die Sprache Sasaki spricht und Aleviten sind, also alevitische Sasas, sind so, wenn man jetzt in Bezug auf Tunceli, also Kerndersims ausgeht, dann sind es etwa 75%. Und 20% davon sprechen Kurdisch, das nordkurdische Kurmanji. Und etwa 5% sind dann Turkmenen oder auch Türken und auch Armenier, die in Dersim auch beheimatet sind. Besser gesagt, die Armenier, die waren da schon immer beheimatet. Die turkmenischen Stämme oder die türkischen Stämme, die kamen später dazu. Die alevitischen und auch die sunniitischen, die wurden auch später dahin gesiedelt. In Sasaki, in der Sprache der Mehrheit der Dersimer, Desman, bezeichnet eine Clan-Föderation der Ostdersimer. Das ist so ein Gebiet zwischen Nazmir, Mazgirt und Mamikir. Das ist eine Konföderation von verschiedenen Stämmen, die von ihrem legendären Urgroßvater Galmem Sir und Galmem und Galferat ausgehen. Das sind sozusagen die Laien. Laien heißt, sie gehören nicht dem Priesterstamm an. Und es gibt auch dann die Priesterstämme, wie den Kureshan, Derwish Jamal, Baba Suran und so weiter. Das sind dann die religiösen Vorbilder oder die Priester der alevitischen Laien. Und es gibt dann auch die, also von diesem Dersim erstmal auszugehen, die Dersman-Stämme. Darüber hinaus gibt es auch Stämme, die nicht dazu gehören, die entweder später nach Dersim kamen oder einer anderen Wurzel gehören. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Balaban oder die Charekan. Und im Westdersim, was man später dann Westdersim benannt hat, das Gebiet Khosat und Ovacık, diese entstammen von der Legende her auszugehen, die auch mit den Ostdersimern verwandt sein sollen. Die Shukhesenan, oder besser gesagt, die Shukhesenan sind mehr in Khosat verbreitet und die Seydan-Stämme mehr in Ovacık. Und auch die, was das historische Dersim anbelangt, dann die Stämme, die sich dann von da aus verbreitet haben, dann Richtung Erzincan. Dann auch teils Bingöl, Khosat, Khinnes und Tekman Varto Richtung Osten und auch westwärts Richtung, was heute das Gebiet Garebel genannt wird, in Sivas, Sivas-Sara, Kangal, Ulaş, Divriği und so weiter und auch Koçgiri. Was die Dersimer, die alten Leute, was tradiert ist, dass eine Urbevölkerung da es gegeben haben soll, Sarokan oder Milletokan. Welche Sprache die gesprochen haben, welchem Volk sie angehört haben, das ist denen und auch uns nicht bekannt. Danach kämen die Armenier und dann heißt es dann, wir waren dann da. Ich persönlich gehe davon aus, dass in diesem Gebiet, also sagen wir bis zum Euphrat hin, von Osten bis zum Euphrat hin, schon vor 2000 Jahren iranischsprachige
Völkerschaften lebten und dass die Sasaki-Sprecher Nachfahren von einem solchen Stamm sind. Aber das waren dann sicher mehrere und die sind auch miteinander im Austausch gewesen. Nur die Sprachen haben sich noch relativ voneinander deutlich in einer anderen Richtung entwickelt als vielleicht die ethnische Zugehörigkeit. Also es ist einfach, wir können nicht mit unterschiedlichen Perspektiven genau zu derselben Klassifikation kommen. Es ist ja, also wir sind irgendwie wahrscheinlich aus Khorasan, so ist die Legende dahin gekommen, also was die Sasas in Dersim, aber auch teilweise die alten älteren Sasas die sunnitischen Sasas aus Bingöl oder auch aus Çermik sagen, Khorasan, aber welches Gebiet das dann abgreift, das ist nicht so klar. Nur Delem ist eine Theorie, sie bedarf aber auch einer genaueren Untersuchung. Fest steht, das das Gebiet Delem im Norden Irans, was die Theorie festigt, ist, dass die Sprachen, die heute noch da gesprochen werden, also zum Beispiel das Südtati, also diese Hersandi oder Azeri, mit Azeri ist die iranische Sprache Azeri gemeint, nicht die Turksprache, also diese frühere Sprache der Azeri, oder Mazendarani Semnani, teilweise auch Gilaki, Sangsari und so weiter, oder auch das Balochi, was ja in Länderdreieck Afghanistan, Pakistan und Iran gesprochen wird, hat auch eine sprachgenetische Nähe zum Sasaki und die Sprachen, die ich eben aufgezählt habe, besonders das Südtati und Talishi, Mazendarani und so weiter, diese stehen sprachgenetisch von der Sprachverwandtschaft her dem Sasaki näher als das Kurdische oder Persische. Das weiß man nicht so recht. Darüber gibt es verschiedene Theorien. Eine Theorie besagt, dass sie aus dem Norden Irans kommen, was durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich hat, weil die Sprache, die Sasaki-Sprache, am ähnlichsten ist einer Sprachform, die man südlich des Kaspischen Meeres im nördlichen Iran findet, nämlich Semnani. Und es gibt auch wohl historische Überlieferungen, dass aus einem Gebiet Daylaman, was dort ist, etwa im 10. und 11. Jahrhundert Leute in das östliche Anatolien ausgewandert sind. Das könnte damit etwas zu tun haben, aber das ist eine Theorie. Kurden, ich gehe mal selbst als Indogermanist, gehe ich mal eher erstmal von der Sprache aus. Das Kurdische besteht aus einem Sprachkomplex, aus 3 sozusagen. Das Nordkurdische, was uns als Kurmanji bekannt ist, was auch in der Türkei gesprochen wird oder was heute Türkei genannt wird. Und das Zentralkurdische, das Sorani, was in irakisch und iranischen Kurdistan gesprochen wird. Und das Südkurdische, Kelhuri, Kermanshahi und auch andere Bezeichnungen gibt es dafür, das da im südlichsten gesprochen wird. Diese 3 Sprachen lassen sich als kurdische Sprachen eingliedern. Aber Sasaki und Gorani oder auch Lori, für diese Sprachen lässt sich das nicht sagen. Auch die Kurdologen oder auch Iranisten wie Ludwig Paul oder Geoffrey Haig, die betonen dann auch, dass das Sasaki sich wirklich vom Kurdischen unterscheidet und nicht als eine kurdische Sprache oder ein kurdischer Dialekt aus sprachwissenschaftlichen Gründen, da die Unterschiede zu groß sind, nicht so zu klassifizieren ist. Vergleichbar mit, jetzt mal für die Nichtkenner, wie das Deutsche mit dem Englischen oder Dänischen verwandt ist, als west- oder nordgermanische Sprachen. So in etwa sind die Unterschiede zwischen dem Kurdischen und dem Sasaki. Noch ein Argument ist, dass zwischen dem Kurmanji und dem Sasaki es kein Dialektkontinuum gibt.
Dialektkontinuum heißt, in keinem Gebiet wird das Sasaki immer mehr Kurmanji oder das Kurmanji immer mehr Sasaki. Es gibt natürlich durch den Sprachkontakt viele Lehnwörter, aber diese Lehnwörter haben wir auch im Sasaki auch besonders durchsetzt mit arabischen Lehnwörtern seit der Islamisierung, auch türkische und armenische und andere Lehnwörter. Die Unterschiede zwischen dem, was Kurmanji kurdisch wäre oder gar andere Arten von Kurdisch, wie zum Beispiel Sorani im Irak oder Mugri im Iran, gegenüber dem, was die verschiedenen Abarten von Sasaki sind auf allen Bereichen der Grammatik und dem Wortschatz festzustellen. Also wir haben ganz wenig Elemente nur, die wirklich hundertprozentig identisch sind. Und das sind normalerweise Elemente im Wortschatz, die einfach beide Sprachen tatsächlich dann auch entweder vom Türkischen übernommen haben, vom Arabischen übernommen haben oder Ähnliches. Aber alles das, was aus der historischen Entwicklung als iranischer Sprache entstanden ist, das ist erkennbar unterschiedlich. Die Sasas, auch die sunnitischen, mit denen ich Kontakt habe, die auch mit kurdischen Dörfern benachbart sind, erwähnen auch nicht nur den sprachlichen Unterschied, sondern auch den kulturellen Unterschied. Also jetzt für die sunnitischen Gebiete. Für die alevitischen Gebiete lässt sich natürlich sagen, dass da die Aleviten, egal welcher Ethnie sie angehören, also sei es jetzt Sasa-Aleviten, kurdische Aleviten oder turkmenische, vielleicht auch arabische Aleviten, eine Nähe zueinander empfinden und auch sich kulturell dann auch natürlich näher stehen. Zum anderen haben auch Sasas, da sie zu den Armeniern einen guten Kontakt haben, viele kulturelle Gemeinsamkeit auch mit den Armeniern, wobei die Armenier auch selbst seit der iranischen Zeit, seit etwa 2500 Jahren, da werden ja wird der Armenier in der altpersischen Inschrift erwähnt. Das heißt dann, dass auch die Armenier stark mit der iranischen Kultur in Kontakt sind. Das heißt, es gab schon seit 2500 Jahren, sei es jetzt zwischen Armeniern und den iranischen Völkern oder auch die iranischen Völker untereinander, den kulturellen und auch den sprachlichen Austausch. Und die Selbstdefinition, es ist immer von Gebiet zu Gebiet anders, wie sich die namentlich anders, wie sich die Sprachen, wie sich die Sasas und die Kurden und auch die Türken voneinander unterscheiden. Eine verschiedene Bezeichnung für die Sprache und auch für die Ethnie ist eigentlich immer da. Bizim yaşlarımızın özellikle de kendi dillerini konuştuklarında identite konusunda hiçbir zaman kafaları karışık değildi. Herkesin adı vardır. Yani Mahore Kırmanzvami, Makahore Kırmanzvatmi, iyi ki Kırdaşki Keseykin ama yine Kırdaşvami. Yani Kürtlere Kırdaş diyoruz, Alevi Kürtlere. Onların diline Kırdaşki diyoruz. Yani kendimize Kırmancı dediğimizde Kürtçe konuşan Alevi'ye Kırdaş diyoruz. Onu hiç kendimizden ayırmayız. Dersim'de Kurmancı konuşan Alevi ile Zazaca konuşan Alevi arasında sosyolojik olarak hiçbir ayrım yoktur. Hiçbir alt üst durumu yoktur. Zaten işte mesela Ema Kırmancı mı? Kuresu Pirema Kuresu ne? Kuresu Kırmancı ama Pire Kuresu Baba Mansur'u Zafer Kırdaşki Kesekeni. Ama ikrar ortada, işte ikrar edilmiyor. Tabii işte o ikrar yani bizi birbirimize bağlayan yine Aleviliğimizdir. Aleviliğin verdiği, koyduğu mana sistemi üzerinde biz birbirimizi tarif edip anlıyoruz. Dolayısıyla da biz kendimize Kırmancı dediğimizde hiçbir ayrım koymadığımız halde Kürtçe konuşan Dersimli Alevilere Kırdaş derdik, dillerine Kırdaşki derdik. Kürtçe konuşan Şafi Kürtlere Gur derdik. Sadece Kürtlere değil, Zazaca konuşan Şafi Zazalara da Gur deriz. Yani burada yine onu yine mezhebiyle ilgili bir tariftir yani. Türk'ün adı Türk'tür. Türkeman esto. Türkeman mesela genelde Alevi Türkler için söylenir. Die UNESCO hatte 2008 einen Bericht veröffentlicht, dass unter den 15
Sprachen in der Türkei, dass Sasaki auch zu den gefährdeteren, also als Englisch vulnerable bezeichnet, zu den gefährdeteren Sprachen gehört. Und es ist auch, soweit ich weiß, die einzige Sprache, die nicht außerhalb der Türkei beheimatet ist. Das heißt, alle anderen Sprachen sind entweder außerhalb der Türkei, haben entweder einen offiziellen Status, sind Staatssprachen oder auch irgendwie anerkannt. Oder werden auch außerhalb der Türkei gesprochen und haben dann mehr Rechte. Es sieht da ziemlich, was die Sprachsituation betrifft, nicht so gut aus. Bei den Aleviten noch stärker. Die sogar so stark, dass die jüngere Generation ihrer Sprache nicht mehr mächtig ist oder sie gar nicht mehr spricht oder versteht. Bei den sunnitischen Sasas ist es noch nicht so weit. Da sind noch besonders in den dörflichen Gebieten, lernen die Leute zu Hause, die jungen Leute, die Kinder zu Hause ihre Muttersprache, aber das sieht man auch, wenn man jetzt zum Beispiel nach Dersim geht oder Erzincan, also nach Mamiki oder Erzincan, wo man gar nicht auf Kinder trifft, die Sasaki sprechen. Vielleicht die in Varto und Khinnes, da trifft man auch Kinder in den Dörfern, aber in Bingöl sieht es da auch anders, schon anders aus. Also, oder in Siverek, Diyarbakır, Çermik und so weiter, wo noch die Kinder Sasaki lernen. Nur ist das natürlich auch nicht eine viel bessere Situation, weil die Sasa-Sprache keinen offiziellen Status in der Türkei hat. Die ersten Sasaki-Unterrichte wurden ja auch in Europa, in Deutschland gegeben. Solange diese Sprache nur noch gesprochen wird von der alten Generation und keine Kinder sie als erste Sprache mehr lernen, haben wir die Gefahr des Aussterbens. Denn Aussterben einer Sprache bedeutet normalerweise, dass im Laufe von 2, 3 Generationen einfach kein Nachwuchs mehr mit der Sprache aufwächst. Ich weiß, dass es inzwischen natürlich schon wieder etwas mehr und etwas lieber gesehen wird, dass eben auch Kinder gleich mit Sasaki in Berührung kommen. Aber viele Leute, die ich kenne, haben Sasaki nur von ihren Großeltern gelernt, aber nicht von ihrer Elterngeneration. Das heißt, da ist schon ein Bruch in der Tradition drin. Die Hoffnung wäre oder die Lösung, dass Sasaki einen offiziellen Status erlangt, sei es durch Autonomie oder wenn wir jetzt anstatt der Türkei ein Land wie Schweiz hätten, kantonal, oder was natürlich noch utopischer ist, erstmal einen eigenen Staat oder einen Staat, wo die Sasa-Sprache als Staatssprache anerkannt ist. Und natürlich auch wird dann wieder versucht werden, eine neue Generation auszubilden, die der Sprache mächtig ist. Ich würde sagen, dass die Entwicklung dann gestoppt werden könnte, wenn also nicht nur die Kinder alle Sasaki als erste Sprache lernen, sondern es müsste so weit gehen, dass dann auch die Schulen in Sasaki unterrichten, und das wird in der Türkei vermutlich auf lange Sicht nicht möglich sein. Cumhuriyetten sonra da tek dil, tek millet diye bir devlet ideolojisi var. Herkes Türktür, Türkçe konuşmak zorundadır. İşte her tarafta Türk'üm, doğruyum, çalışkanım falan, her gün okullar böyle başlar. Biliyorsunuz bu süreci, bu tarzı yani. Milliyetçilik, modern milliyetçilik temelinde bir politika izlenmiş. Dolayısıyla bu diller yasaklanmış. Hem de 38 ile birlikte de devlet özellikle Dersim'e vurunca bu dili, kültürü bilmeyi marifet gibi topluma empoze etmiş. Yani Türkçe bildiğin zaman sen modernsin, bilmiyorsan sen ilkelsin gibi bir ortam yaratmış. Dolayısıyla bu dil hızla terk edilmiş. Das ist ein Text von einem Freund, der auch wie du und also hier in Deutschland geboren und groß geworden. Die waren Rapper. Hier waren so die waren 5-6 Personen zusammen, Jugendlichen, und die wollten Rapmusik machen. Die haben von mir so Hilfe, benden yardım istediler bu konuda.
Efendim öyle başladı. Yusuf Ergün diye burada Berlin'de yaşayan bir arkadaşımızın tekstidir. Zazaname'nin teksti. Ve biz de işte onu kendi tarzımızda besteleyerek Meyman albümünde verdik. Şimdi bu tekste geçen aslında sadece, also das ist nicht nur die Jugendlichen die in Deutschland geboren. Okay, es hat sich so realisiert, aber eigentlich das ist auch das Problem von uns, die in der Türkei geboren und die auch zu diesem Generation gehören. Yani çok farklı değil aslında Almanya'da yetişen gençlerle biz Türkiye'de sizden bir önceki kuşak da olsak Türkiye'de hatta bizim abilerimiz de biz aynı kuşağın farklı renkleri gibi görünebiliriz. Bizim sosyalizasyonumuz hep bu modern zaman içinde oldu. Biz okula gittik, bilmem ne yaptık, üniversiteye gittik, şehirlere gittik. Yani kendi annemiz babamız gibi o dilin kültürün içerisinde yetişmedik. Şimdi dolayısıyla aslında biraz birbirine benzer. Almanya'da yetişmiş gençlerle Türkiye'de bizim durumumuz farklı değil. İşte biraz önce de söyledim. Kendi dilinden, kültüründen utanan, bunu artık gereksiz geri gören, bunu artık kapanmış bir dosya gibi gören, geçmişte kalmış bir yaklaşım bugün sanki, bugün değil o zamandan beri biz gençlerin bir fikriydi. Sanki böyle olursak daha modern oluruz, daha internasyonal oluruz. Ne kadar kendi dilimiz, kültürümüzden uzak durursak o kadar internasyonal oluruz, dünya insanı oluruz gibi bir yanlış yaklaşım var. Bu burada da benzer şekilde gerçekleşmiş. İşte sizler mesela anneniz babanız iyi kötü bu dil kültürü bildiği halde üstelik Türkiye'deki gibi burada herhangi bir baskı, zorlama, şiddet de olmadığı halde o dili sizinle konuşmamışlar. Yani o dil kendi özgüvenini kaybetmişti artık. Bu kültür, bu inanç kendi özgüvenini kaybetmişti. Dolayısıyla burada yetişen gençlerde de işte mesela sen de soruyorsun. 20-22 yaşında bir gençsin. Bir Alman gencin ya da çoğu Türk gencin böyle soruları yok. Yani wer sind wir? Wer bin ich? Ya o bilir, öyle yetişmiştir. Okuluna, mektebine gidiyor. Kendi sosyal ortamı içerisinde ich bin ein Deutsch der çıkar yani. Also der hat nicht solche Fragen über seine eigenen Identität. Sono diskoteker fotadane, yo vane, kul vane, خوب اسکنه دانه وار ولن دومان برو بیه ها